Zu Wo Kein mogt. Das ist heute unsere 4. Folge und ihr wisst es ja aus der letzten Folge, wir haben diese kleine Eieruhr, um uns auf zarte 7 Minuten zu beschränken. Ich drehe mal los. So. Die Eieruhr läuft und ich freue mich auf meinen Gast, Murat Yegener. Wo schön, dass du hier bist, Murat. Ja, schön, dass ich da sein darf. Wo geht ihr denn hüt? Ja, gut. Ja. Und selbst? Ja, mir auch. Vielen Dank. Ich freue mich wahnsinnig, dich heute hier zu haben. Ach, das sagst du zu jedem. Nee, Ach, nein, ich sag das zu dir. Und zwar, gut. dir sage ich das, weil ich dir nämlich verdammt dankbar bin, weil das Ganze hier ja deine Idee war. Deswegen freue ich mich besonders, dich hier Ja, heute aber zu Leben sehen. tut's ja durch dich. Also das muss man ja ganz ehrlich sagen. Kombiniere, kombiniere. Okay. Sag uns doch mal, was mogst du denn an uns Theater? Was sind deine Aufgaben? Ja, ich bin Oberspielleiter. Ja, das ist so eine Frage, was macht ein Dramaturg? Ist genau dieselbe Frage. Aber jetzt hätte ich beinahe gesagt, mein Kollege Frank Gruppe hat das hier schon sehr schön erklärt. Ich weiß aber nicht, welche Folge zuerst ausgestrahlt wird. Also sage ich es mal sicherheitshalber nochmal. Man macht den Spielplan, wir suchen Stücke raus für die ganze Spielzeit. Als Oberspielleiter bist du natürlich künstlerisch verantwortlich für Schauspieler, die engagiert werden, so wie du eine bist. Aber es geht auch darüber hinaus inzwischen. Also der moderne Oberspielleiter muss ja schon ein paar Schritte weiter denken, als es mal irgendwann mal so gedacht war. Zum Beispiel eben Ideen entwickeln wie dieses hier, dann wunderbare Menschen haben wie dich oder Anke Kell, die die Produktion leitet, dann wird das auch was. Also da werden wir sicher drauf kommen, Autorenwettbewerb ins Leben rufen, andere Produktionswege gehen, neue Ideen umsetzen. Wir sind wie jedes andere Theater auch hinterher, Zuschauer zu gewinnen. Und das macht ein Oberspielleiter. Und das ist nur, ich glaube, 3% von dem, was wir alles noch machen müssen. Wahnsinn. Ja. Ein Riesenaufgabenbereich, den du da abdeckst mit deiner tollen Arbeit. Jetzt haben wir ja dieses verrückte Jahr oder 1,5 Jahre schon hinter uns mit Corona. Und was mich interessiert ist, was waren das für Herausforderungen für euch oder ganz speziell für dich, für Menschen, die Theater machen wollen? Wie sah das letzte Jahr für euch aus? Also ich will das mal ein bisschen allgemeiner fassen, wenn ich darf. Theater, Kunst, Kultur an sich kriegt so ein Corona nicht kaputt. Also überhaupt nicht, es geht gar nicht. Die werden immer wieder wie so Gras durch Beton sich rauswächst, wird Kunst immer wachsen. Im Speziellen ist aber Corona uns sogar eine Chance gegeben, denn Theater, Zuschauer und Theater oder Künstler, das ist eine Liebesgeschichte. Eine Liebesgeschichte, die es schon seit den Griechen gibt. Und wie es jede Liebesgeschichte braucht, sollte man auch ab und zu mal Abstand voneinander nehmen, um dann festzustellen, wie sehr man sich braucht und liebt. Und ich glaube, das ist in dieser Corona-Phase ganz deutlich rausgekommen. Und ich merke, wie viel Sehnsucht ich nach meiner Geliebten den Zuschauern habe. Und ich hoffe, dass die Zuschauer nach ihren Geliebten den Künstlern haben. Und ich glaube, das ist genau passiert. Wir sind nicht eingeschlafen, sondern wir haben unsere Liebe weitergearbeitet. Das hast du verdammt schön gesagt. Ja, ich habe auch lange geübt. Ach so, das war auswendig. Nicht. Nein, nee, ich habe gehört, das kam aus dem Tiefsten deines Herzens. Ja. Und ich finde das total schön und sehe das auch genauso und freue mich auf alles, was jetzt wieder kommen darf. Ja. Und diese glücklichen Gesichter von Menschen, total, ne? Die wieder Kunst machen dürfen und aber auch die, was du gerade gesagt hast, wieder Kunst konsumieren. Unglaublich, ja. Das hast du wunderschön gesagt. Vielen Dank. Sag mal, du hast ja als Schauspieler angefangen, ist das richtig? Wie heißt angefangen? Nee, ja. Immer, ich spiele weiter. Nein, klar, aber der ganze Spaß hat ja mal irgendwo angefangen. Du warst dann bist zur Schule gegangen und dann dachtest du dir so, ich möchte jetzt Schauspieler werden, oder? Ja,
Ja. Also, ja, also ein bisschen komplizierter. Ich meine, man sieht ja, ich bin kein Nordschwede, sondern ich habe eher migrantische Wurzeln, die aus dem Süden kommen. Ich wollte dazugehören und ich dachte so, Kunst wäre ja schon was Feines. So in Deutschland mit Kunst dazugehören, das wäre schon ganz gut. Ich wusste ja gar nicht, was Kunst wirklich ist. Und das Einzige, was ich im Telefonbuch gefunden habe, waren Schauspielschulen. Also wollte ich Künstler werden und habe mich da vor jetzt über 40 Jahren beworben an der Schauspielschule und bin dann auch noch genommen worden. Ich dachte, da geht es dann weiter. Wo warst du? Ich war in Hamburg hier auf der Schauspielschule. Es ging auch wirklich los, aber es ging nicht weiter. Plötzlich habe ich gemerkt, das kann es doch nicht sein. Ich will auch singen. Gott sei Dank konnte ich das gar nicht so richtig schön. Aber ich wollte auch Regie führen. Ich wollte auch Bühnenbilder wollte ich auch mal machen. Tanzen wollte ich. Also das habe ich auch noch gemacht. Also für mich war das immer so eine Gesamtgeschichte. Und so hat sich das ergeben, dass ich als Schauspieler angefangen habe, es immer geliebt habe und auch sicher auch weiter spielen werde. Und irgendwann war es für mich ganz wichtig. Da habe ich 3 Jahre als Assistent gearbeitet noch, nachdem ich schon längst Schauspieler war, am Staatstheater Saarbrücken. Dann war ich immer zu jung. Da sagten sie mir, nee, ja, also du bist viel zu jung. Und ich meine, du bist ein guter Schauspieler. Das ist übrigens eine ganz große deutsche Angelegenheit. Hier ist man Schauspieler oder Regisseur oder Maler oder. Also dann wird man katalogisiert und dann irgendwie so ein Karteikasten. Immer schön labeln, ja. So ist es. Und irgendwann dachte ich mir, jetzt muss ich Regisseur werden. Denn ich glaube, der eigentliche Grund war, und die Frage wird auch kommen, warum ich in ein Leitungsteam gegangen bin, der eigentliche Grund war, ich wollte mit Schauspielerinnen, Künstlern an sich, so umgehen, wie ich mir gewünscht hatte, dass man mit mir umgegangen wäre. Und ich glaube, das war ein ganz, ganz wichtiger Grund, um zu zeigen, man kann auch anders. Denn es ist tatsächlich so, wer nicht auf der Bühne gestanden hat, das hören die Leute nicht so gerne, der weiß nicht, was da an Herzblut auf der Bühne gerade gelassen wird. Die wissen nicht, wie viel Adrenalin man da verschießt und wie viel Überwindung das kostet, so eine Figur umzusetzen. Absolut. Und das, glaube ich, war für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, zu sagen, hey, hört mal, ich bin einer von euch. Schön, das war quasi dein Antrieb. Das war mein Antrieb, ja. Diesen Respekt zu zollen quasi. So ist es. Ja, wunderschön. Und jetzt bist du an diesem tollen Theater, am Ohnsorg-Theater. Was gefällt dir besonders da? Was liebst du so am Ohnsorg? Ja, das Volkstheater. Das ist das Volkstheater. Oh, ja. Jetzt klingelt hier so eine das war die kleine Uhr. 7. Das ist das Volkstheater. Damit können wir enden. Das ist fertig. Hättest du Lust, noch 1, 2 Sachen zu sagen? Dann könnte ich hier noch mal dran drehen. Sonst, Cheat hätte ich schon. ja gut, dann mache ich hier uns doch noch mal so 3 Minuten drauf, weil es einfach zu spannend ist, was du uns alles zu erzählen hast. Genau, also wir waren gerade ganz romantisch beim Ohnsorg-Theater stehen geblieben, warum das so toll ist. Ja, Ja. weil es das Volkstheater an sich ist und dann auch noch mit dem Plattdütschen, was ja nun wirklich ein ganz bestimmtes Alleinstellungsmerkmal hat. Ich will gar nicht erst kommen, weil das macht jeder mit den beiden Stars, Heidi Kabel und Henry Fahl natürlich. Es steht auch darüber hinaus für etwas. Es steht für Volkstheater, für Kultur, Tradition und erreicht, glaube ich, viel mehr die Menschen, die wir als Künstler erreichen wollen. Also es werden viel mehr die auch erreicht, die normalerweise Staatstheater gar nicht erreichen können. Also das sind schon so ganz wichtige Aspekte. So ein Theater für sehr viele Menschen. So ist es. Und natürlich ist das so mit dem Migrationshintergrund ist natürlich ganz toll. Ich bin ja in Hamburg groß geworden, sprich, da habe ich angefangen, Theater zu spielen. Und dann irgendwann nach 40 Jahren zurückzukehren und Oberspielleiter am Ohnsorg-Theater zu werden, das ist schon was Feines. Das ist schon was Feines und dir ist ja auch einfach die Selbstverständlichkeit für Vielfalt total wichtig. Ja. Ich genieße das total zu sehen, wie du Stücke besetzt und jetzt geht das Licht aus, aber so ist das nun mal. Am Theater passiert das, hier passiert das auch. Ich drücke da noch mal eine Minute drauf. Macht noch ein paar Lichter aus und wird es noch ein bisschen länger. Ein bisschen muckeliger. Wir sind hier zwar nicht live, aber hier ist gerade ein Licht ausgegangen und jetzt müssen wir halt damit umgehen. So ist das. So, genau, das Kompliment an dich wollte ich gerade nur noch mal loswerden. Ich finde das total schön, wirklich. Also, weil so
sieht die Gesellschaft ja auch aus. Ne? Wir haben alle verschiedene Herkünfte, Hautfarben, Geschlechter, Sexualitäten, Religionen. Und das ist das, was meiner Meinung nach auch auf der Bühne gezeigt werden sollte. Und also ich bilde mir ein, dass das auch etwas ist, was dir sehr wichtig ist, Ja, was ich sehr gut finde. das brennt mir tatsächlich auch auf der Seele. Aber es ist, wie du schon sagtest, unsere heutige Zeit. Und wenn wir heute Theater machen wollen, heißt es ja nicht, dass wir keine Komödien machen dürfen, weil so schrecklich ist die Zeit nur auch nicht. Nee, das schließt es ja überhaupt nicht aus. Absolut, Ja. genauso sehe ich das aus. Aber wir können nicht Theater machen, nur so mit dem Gedanken, oh Mann, früher war alles ganz anders und viel, viel besser. Stimmt ja gar nicht. Also früher war eines besser, wir waren alle jünger. Aber sonst gar nichts. Ja. Ich bin froh, in der heutigen Zeit zu leben und der müssen wir auch am Theater gerecht werden. Und das versuch ich mit meinen KollegInnen zusammen. Dafür steht das moderne Ohnsorg. Ganz Toll. bestimmt. Das ist ganz toll, weil das noch zu meiner letzten Frage ganz gut passt. Und zwar hast du ja zusammen mit Anke Kell den AutorInnenwettbewerb ins Leben gerufen. Erzähl uns noch mal ganz kurz, was das ist. Also dieses AutorInnenwettbewerb, wir suchen als Autorinnen, die für die heutige Zeit, für Norddeutschland, ja auch für Hamburg schreiben können. Und zwar mit den Themen, die heute aktuell sind. Und das natürlich in komödiantischer Form. Und wir kriegen da auch ein ganz gutes Feedback. Bin gespannt, was dabei rauskommen wird, was wir da haben werden. Aber es geht tatsächlich darum, dass wir Theater, na wenn nicht neu entdecken, doch von einer anderen Perspektive uns anschauen wollen. Denn tatsächlich begegnen wir auch immer wieder Leuten, die Theater immer noch so aus der Schwarz-Weiß-Zeit so in Erinnerung haben. Aber es hat sich alles verändert. Und da brauchen wir auch eben AutorInnen, möglichst viele Frauen, weil das ist bei uns ja auch ganz wichtig. Da achten wir auch sehr, sehr stark darauf, dass ganz viele Regisseurinnen auch engagiert sind. Aber ich wünsche mir auch und hoffe ganz, ganz stark, dass da auch Leute mit anderen Wurzeln daran gehen und uns mal Sachen schicken. Also ich habe noch keins entdeckt. Aber vielleicht kommt da ja noch was. Noch nicht, vielleicht kommt noch Schauen wir was. mal. Ist auf jeden Fall eine tolle Chance, vor allem für dieses tolle Theater. Jetzt sind wir quasi schon durch. Die Eieruhr hat jetzt nicht nochmal gebingelt. Oh, ich habe sie auch ganz schön hochgezogen. Dann habe ich doch noch eine ganz kleine Frage an dich. Und zwar, jetzt bist du ja an diesem plattdeutschen Theater. Hast du ein Lieblingsplattdeutsches Wort schon? Ja, also Wokein Mogt. Wokein Mogt, Ja, natürlich. Der Name unserer Reihe bedeutet, ne, wer was macht, wir wollen ja hier mit dieser Reihe die Menschen im Ohnsorg-Theater zeigen, auch hinter den Kulissen, um zu beweisen, wie viele Leute nämlich an so einem Theater arbeiten. Das war deine Idee dafür. Absolut, ja. Also nicht nur meine. Nicht nur, Das haben nee. wir schon zusammen entwickelt, aber ja, das war der Grundtenor. Tolle Idee. Vielen Dank. Also vor allem auch Leute, die man nicht kennt, eben, die hinter der Bühne sind, Ja. die wir aber dringend brauchen. Die wir alle nicht sehen, So ist es. obwohl es so viele sind. Ja, toll. Vielen Dank. Jetzt klingelt diese kleine Uhr immer noch nicht. Wow! Okay. Jetzt klingelt sie. Murat, vielen Dank. Das hat mir ehrlich gesagt gerade wirklich voll, jetzt bummelt es hier, voll viel bedeutet, was du gerade erzählt hast. Vieles wusste ich noch gar nicht. Und das sind 7 Minuten. Oh, das sind 10 vielleicht. Vielen Dank dafür, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du diese tolle Idee mit diesem schönen Format hattest. Ja, hoffentlich kommen noch ganz viele dieser Ideen von uns allen. Für Das unsere wär schön. Zuschauer wäre das schon ganz toll. Denke ich auch. Ich hoffe, euch hat es gefallen, trotz dieser kleinen technischen Probleme. Na, dann geht ja mal ein Licht aus und so, das macht ja nichts. Hauptsache, wir haben hier schöne Geschichten. Ich bedanke mich vor allem bei Murat und bei euch fürs Zusehen und freue mich aufs nächste Mal. Tschüssi.